Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. So, jetzt gilt es ja eigentlich wieder zurückzukehren. So, behalte das mal wieder etwas weiter. Ja, oh, jetzt macht er was ganz weit weg. Okay, ja, hier sind überall noch Steckdose. Die können mich jetzt gerade mal am Arsch lecken. Und ich möchte jetzt einfach nur noch, wenn möglich, heil raus. Ohne dass mich Milliarden Mutante hier belästigen. Himmelswille, lasst mich einfach nur durch. Ich sag's euch in Gute. Ach, wie ekelhaft. Ist das widerlich. Zumindest schon dieses ekelhafte Gesumme aufgehört. Bitte lasst mich einfach nur durch. Das war ja klar. Scheiße. Ach, dieser widerliche Rosette-Maul. Okay, alt bewährt. Wir schießen mit unserem Magnum-artiger Revolver drauf. Dann habe ich zumindest schon mal mit 2 Schüsse gekriegt. Unser Kampfmesser nehmen wir auch noch mit. Das bewährt sich sehr gut gegen jeden Gegnertyp, muss ich sagen. Und der kleine Freako darf meinetwegen in eine Kanalisation leben. Soll er doch glücklich wäre hier. Ist mir scheißegal. Alter Falter. Okay. Klein Freako ist tot. Groß-Freako für die große reicht ja übrigens auch diese SLS-60 Munition, was ich ziemlich geil finde. So, ich glaube soweit. Bin ich hier überhaupt noch? Nee. Natürlich nicht. Natürlich bin ich hier nicht richtig. Wäre auch zu schwer gewesen, wenn ich den Rückweg gefunden hätte, ohne mal auf die Karte zurückgreifen zu müssen. Ja, das Ende Versteck, bin ich mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich noch finde, ihr liebe Leute, mit dem Schreibtisch und Gedöns und Dingenskirchen. Warte mal. Da hat man doch noch eins, von wegen Arbeiterpausenraum. Dazu wird es eigentlich noch ganz gut passen, finde ich. Da komme ich dann durch am besten. Jetzt sind wir hier zum Arbeiterpausenraum. Warte mal. Arbeitsraum. Nee. Ach, scheiß drauf, bevor ich jetzt so wieder in der Gegend rumirr und nix larvt, machen wir das lieber jetzt so. Basta. Jetzt kommt wohl wieder das nächste Rätsel. Ich habe mir ja schon die Hirnzelle zermartert bei dem Königs- und Königinnen-Stecker-Gedöns. Jetzt wird's lustig. So, nochmal hier die kryptische Hinweise. Turm und Springer auf dasselbe Wand. Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay. Turm und Springer an derselben Wand. Und die einzigste Hinweise, die wir noch haben, ist, dass der Bauer auf jeden Fall hier ist, ne? So, wir gucken uns den jetzt mal gründlich an. Genau, Bauernstecker. Der passt auch. Der muss hier rein. Das wissen wir sicher. Der Bauer muss da rein. Wissen wir auf jeden Fall. So. Das hier ist nicht klar, aber das scheint mal richtig zu sein. Welcher war dann das nochmal? Das war der Läufer, glaube ich, ne? Jo, das ist der Läufer. Wir packen den Läufer jetzt erstmal nur hier. Dann haben wir den Springer, beziehungsweise der Ritter. Dann haben wir hier 8 sicher, ne? Das ist auf jeden Fall korrekt. Jo, Springer. So. Okay. Turm könnte im Prinzip danach hier sitzen. Ne? Also wenn Turm hier sitzt, dann ist die Dame gegenüber, aber so sitzt sie ja eigentlich neben am Läufer. Ne, Quatsch, nur der König, die Dame, wir probieren es einfach mal aus. Wir probieren es mal aus. Und so kommt der König. Passt's? Wäre zu schön gewesen. Ja, meine auch nicht klar. Okay, wir lesen nochmal den Hinweis. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Okay. Ja, nicht nebeneinander kann ja nicht gehen, weil du nur der Bauer hier kommt, ne? Es sei denn, wir machen das halt folgendermaßen.
Und scheißen mal auf den Bauer, dass der doch reingehört. Machen das so. Und dann so. Und dann müsste man die zwei noch austauschen. Aber das kann ja nicht sein, weil der Bauer eigentlich feststeht, ne? Okay. So. So. Nee. Kann natürlich auch nicht sein. Okay, ich denke natürlich mal wieder viel zu kompliziert wahrscheinlich. Ich bin mir sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Okay, Turm und Springer haben wir auf jeden Fall. Turm und Springer auf derselbe Wand. Mhm. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Okay. Folgendes, wir korrigieren das Ganze nochmal. So. Ja. Dann würde ich sagen, die Königin kommt durch rein. So. Königin. Ja. Haben wir da sichere Sache? Nee, natürlich nicht. Okay. Da kommt da der Bauer wieder hier. Bauer muss auch da hier. So, der Springer tauschen wir mal durch den König aus. So. Dann wird das noch eine Option, oder? Jo. Na, Allah, mal ein bisschen unkonventionell gedacht. Sehr schön. Sherry. Bin auf dem Weg. Sherry retten. Sehr schön. Okay, dann haben wir das soweit erledigt. Ich würde eigentlich schon fast sagen, dass ich das räudige Kampfmesser durch ein aufgeladenes eigentlich gern wieder austauschen würde. Jo, da haben wir nämlich wieder vollwertiges, ein gescheites. Grünes Kraut kombinieren wir gerade nochmal hier damit. Da haben wir noch ein bisschen was parat. Erste Hilfe, Spray kommt nochmal mit. Dann packen wir das hier fort. Waffe gehören immer so hier und Munition hinten dran. Okay. Dann würde ich da glatt sagen. Da wird nochmal gespeichert. Haben wir ja immerhin nur fast 8 Minuten hier verplempert. Ach Mann, das ist was. Das ist immer was. Allerhaupt. Na dann, gehen wir mal in das neue Gebiet hier rein. Ansonsten haben wir hier alles erledigt in der Kanalisation. Wir haben soweit alles durch. Ja, nur hier, das war verschlossen. Vielleicht führt es ja auch nur in den Leon-Bereich. Schauen wir mal. Okay, Filmsequenz ist wahrscheinlich wieder nur ein Katzensprung entfernt. Es speichert schon automatisch vom Spiel. Ich bin gespannt. Wie auch immer so schön ordentlich die Müllsäcke noch liegen. Huch, hier ist noch was. Blaues Kraut. Echt was, den Scheiß brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich das blaue Kraut nicht. Ich sammle nur auf, damit die Bereiche blau werden. Deswegen, komm. Ich brauche ich nicht, blaues Kraut. Wenn ich halt noch die Truhe im Hinterkopf habe, muss ich mein Inventar nicht überstrapazieren. Ich glaube aber, irgendwo müsste noch eine Gürteltasche auf uns warten. Das dürfte dann aber auch wirklich die letzte Gürteltasche sein. Yes, das ist doch noch grünes Kraut. Gerade mal gucken, ob wir noch ein bisschen Argschlache sind. Nee, sind wir nicht mehr. Aber falls wir noch mal ein bisschen Argschlache sind, können wir uns auch das grüne Kraut zu Gemüte ziehen. Hauptstromversorgung und hier ist noch irgendein Raum, der verschlossen ist. Okay. Na ja, klar. Da geht's, glaube ich, zu Sherry. Und Müllsammlungsraumhebel. Das doch kein Ausweis ist. Hier geht's noch wo hier. Dreh schick in diesem roten Licht. Ist hier noch irgendwas? Was auf uns wartet? Nix. Ah doch, hier sind diverse Sicherungen wahrscheinlich. Und rotes Kraut auch noch. Okay, kombinieren wir das mal. Da haben wir auf jeden Fall schon mal was Wirksames.
ersetzt im Prinzip dann unser Erste-Hilfe-Spray von der Wirksamkeit. Schalltafel. Okay. Ah, das kenne ich noch aus Leons Walkthrough. Du musst mal auch in den OK-Bereich. Genau. So an der Taste rumspiele, dass es im OK-Bereich drin ist. In dem roten. Scheiße! Das kann ich aber laut sagen, Claire. Oh Gott! Das war wohl wieder unser Kumpel William. In seiner neue hässliche Mutationsstufe. Boah, Alter! Okay, maximale Ladung L2 halten. Ups, das habe ich irgendwie noch nicht so richtig drauf. Ach du Scheiße. Wow. Okay, jetzt hat er mich natürlich mal gleich getroffen. Wo ist er dann? Oh oh. Oh Gott. Ich bin natürlich voll ins Feuer gerannt. Au. Okay, wir können aber noch normal rennen. Hätte wissen sollen, du stirbst nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war nicht so klug. Ich glaube, das Elektrogewehr ist nur gut, wenn man Zeit hat. Okay, jetzt heißt's erstmal abhauen hier. Ja, wenn Mutanten Willi aufdreht, dann halt so richtig. Dann haben wir dann ein gewaltiges Problem. Oh, schnell. Er ist ganz schön fix, der Knabe. Und der fackelt nicht lang. Was haben wir dann hier wieder? Ah, Kampfmesser. Dankeschön. Und eine Blendgranate. Alles klärchen. Wir wechseln mal auf die Blendgranate. Ja, der war mal viel zu nah, der Typ gerade. Das gefällt mir nicht so gut, wenn er so no ist. Klapp. Und jetzt wieder schnell zum Kampfmesser wechseln. Ups. Ah, das hat sie schon automatisch gemacht. So, du Drecksfreak. Okay, irgendwas habe ich hier jetzt auch noch ausgelöst. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht besonders groß weiter. Kransteuerung und Pistole-Muni. Warte mal, warte mal. Ich muss an dir vorbei. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, hörst? Ah, da ist die Pistole-Muni. Sehr cool. Haben wir jetzt alles? Ja. Was hat sie mit dem Kran noch vor? Ich befürchte. Genau das habe ich befürchtet, dass ich mal selber in die Eier schieße. Oh Mann. Dummkopf. Heroisch selbst getötet. Ich hab's geahnt, dass so ein Scheiß passiert, aber okay, ich muss ein G, Phase 2. Wenn Sie den Kran benutzen, geben Sie auch nicht in Ihre eigene Falle zu tappen. Na, danke. Ja, das habe ich gerade selber rausgefunden, wie ich am besten mal in die Falle tapp als Depp. Okay. So, jetzt sammeln wir nochmal ein ganzes Schampel hier ein. So. Okay, wir sorgen dafür, dass William in die Richtung geht. Und setzen dann hier an der Stelle die Granate ein. So. Genau, dass William hier geblendet ist und dann auf die Gosch. Oh. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, dann bleib mal so liegen, du scheiß Freak. Und... Na also. Okay, so wird's gemacht. Ach Gott, wie eklig. Aber so wird's anscheinend gemacht, ja. Ich muss darauf achten, dass der immer in der Ecke bleibt. Muss ihn im Prinzip hier festhalten. Ja. Und dann nochmal drauf. Und der Wetter. Nochmal. Zeit für die Zugabe. Genau. Und bleib bloß licker. Und da kommt er schon. Achtung, Obacht.
Okay. Das ist ein bisschen glitschig in der Kanalisation, ne? Alter. Aber ja, William ist hartnäckig. Das dauert alles ewig. Ja, leider. Aber ich muss sagen, die kleinen Zwischenbosskämpfe mit William sind ein bisschen anders als im Original von Resident Evil 2. Aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz ist das ziemlich cool geregelt hier. Also, ach hier, die Bosskämpfe gefallen mir ungemein gut. Ist sehr geil geregelt in einem etwas neueren Stil. Und es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es läuft flüssig, es ist nichts gezwungen irgendwie. Und ich habe jetzt auch null damit gerechnet, dass William mich angreift. Also von daher, das ist ziemlich cool gemacht. Also ich muss sagen, Remake glänzt nach wie vor mit alte Elemente und auch mit neue Elemente, die trotzdem sich super in das alte einfügen. Es gefällt mir immens gut, was sie draus gemacht haben. Okay, jetzt ist das ja auch wieder gelaufen. Überwachungsraum. Irgendwas haben wir hier nicht gemacht. Videorekorder. Irgendwas scheint hier noch nicht gelaufen zu sein. Dann bietet es sich doch eigentlich auch ganz gut an, wie ich finde, hier nochmal eine Speicherung einzulegen. Naja, die Steckdose sind halt auch nochmal, ne? Als, sind ja auch nochmal markiert. Okay, was haben wir da nochmal? Kampfmesser, das können wir nochmal abgeben. Oh, das war halt so gut. Aber dieses Elektrogewehr, ich glaube, da müssen wir dann drauf und L2 gedrückt halten, bis ich die Steuerung erstmal kapiert habe, war ja mal an sich schon mal ein Act. Aber ich würde sagen, wenn wir mal groß Zeit haben von Gegner, können wir das durchaus mal probieren. Aber da ist mir, glaube ich, dann doch der Granatwerfer etwas lieber. Ich habe mir das etwas unkomplizierter vorgestellt, um mal ganz ehrlich zu sein. So, also irgendwas ist hier noch, was ich noch nicht gemacht habe. Das geht mir etwas auf das Senkel, dass der Bereich noch als rot markiert ist. Nee, also hier ist auch nichts versteckt oder so. Einfach mal zur Sicherheit. Nö. Obwohl die Einschusslöcher auch zu sehen sind. Finde ich gut. Finde ich gut. Ansonsten. Nö. Keine Videos mehr. Nix mehr. Das sollte eigentlich nicht rot sein, der Raum. Das ist der Teufel, was du noch... Ja. Ist ja schön und gut, aber... Es fuchst mich etwas, dass der Raum noch als rot markiert ist, aber... Ich kann jetzt auch nicht finden, woran es liegt. Sorry an der Stelle, wenn ich da jetzt nicht das als blau markiert habe. Irgendwas wird gefehlt haben. Sherry? Claire? Alles okay? Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam es implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, Sie verarschen mich. Sie sind Ihre Mutter, also rein hier! Du verstehst das nicht. William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe... Dieses Gespräch ist vorbei! Warte! Warte! Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Boah. Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry? Mami liebt dich, Süße. Leb wohl. Die Fakten sprechen nicht für Mami liebt dich. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Ja. Danke, Claire. Also die Fakten sprechen hier nicht für Mami liebt dich.
das Kind mit G zu infizieren und dann in der Abfallkammer liegen zu lassen und dann auch sein eigenes Kind aufgeben und es nicht versuchen zu behandeln. Das ist das allerletzte. So ziemlich hinter allerletzte. Tja, jetzt muss ich irgendwie zu ihrem Labor kommen, wo auch immer das liegt, ne? Zum Labor gehen. Naja, vielleicht wird das. Ihr Labor ist nicht weit. Moment. Die Standseilbahn. Ah, die Seilbahn. Okay. Dann muss ich tatsächlich hier, ja. Ja, und du gehst ja auch Richtung Umbrella. Also zumindest war du Umbrella-Symbol. Oh, die Tür ist auf, das gefällt mir nicht. Halt durch, Sherry. Ich kann auch gerade nicht mit Waffe zielen. Das heißt, wenn mir hier Feinde begegnen, rennen. Dann machen wir halt die Running Claire. Und ich befürchte, es kommt wieder was dazwischen. Es geht ja nie was glatt. Das ist einfach Gaming-Regel. Gut, die ist schon da. Lass uns rote. Mutanten-Willi verfolgt uns wieder. Noch hässlicher als vorher wahrscheinlich. Hier. Okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Boah. Es tut mir so leid um das Kind, wenn man sich anguckt, wie das ums Ach aussieht. Ach, Mann. Sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Ja, zurück gibt's nicht. Das stimmt allerdings, aber... So what? Vielleicht gilt das Bild ja auch nur für das kommende Level im Labor. Dass ich da eventuell so einen Schreibtisch finde. Mit Radio und umgestoßener Kaffeebecher. Schauen wir einfach. Egal, weiter geht's ins nächste Level. Und ich vermute, William, der Hässliche, verfolgt uns. Noch widerlicher als Diese zuvor. Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Zum Nest. Das sind nochmal positive Aussichten. Hey. Ist okay? Deine Jacke ist so warm. Hab ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Hey, halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Ihr Auge sieht so brutal Ist okay. aus. Ich hab dich. Komm schon. Gott. Das Mädel tut mir echt leid. Das Auge von ihr, das wird immer brutaler. So ein gelbes, richtig ungesund aussehendes Ach. Wie diese Ache, die bei den G-Virus-Freaks da überall rausploppen. Das ist so übel. Trophäe erhalten in Kupfer. Ich brauche eine Dusche. Kann man so sagen, ja. Ist das Inventarboxen alles? Oder... Ja, aber kann ich derzeit mit Sherry nicht verwenden. Kann ich die hier in den Raum... Ah ne, das ist einfach die Bahn. Okay. Ich würde sagen, ich suche noch einen Platz, wo ich sie ablegen kann. Oder... Ich bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay.
Ach Gott, das sieht so übel aus mit ihr. Okay, ich würde aber sagen, bevor es jetzt irgendwas nochmal kommt, bevor jetzt nochmal irgendwas Übles kommt oder so, mache ich an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wo wir dann Sherry helfen werden. Ian Yankee.